Ja, das ist jetzt so ein typischer Raum, wo man auf Workspace to go buchen kann für Meetings und für Sitzungen und für Workshops, wo man Ideen austauschen kann. Und jetzt, wo man sich nicht mehr treffen darf, wird jetzt halt nicht mehr gebraucht. Gerade. Manuele Fumagalli betreibt eine Plattform, die Anbieter von Büros und Sitzungszimmern mit Leuten, die genau solche suchen, zusammenbringt. Eine Art Airbnb für Büroräume. 2016 gegründet, sind auf Workspace to go inzwischen 1000 solcher Räume im Angebot in 100 Städten in der ganzen Schweiz. Wir haben wirklich dann praktisch über Nacht eigentlich keine Buchungen mehr gehabt. Und viele, die schon gebucht worden sind, vorher für die Zeitspanne von März bis April, Mai, sind eigentlich storniert worden. Workspace to go hat einen Notkredit bekommen, basierend auf dem Umsatz. Dies sei aber keine gute Kennzahl, wenn es um Start-ups geht. Dieses Problem sieht auch Judith Belesch, GLP-Nationalrätin. Sie setzt sich ein für eine eigene Lösung für Jungunternehmer. Das ist, weil die Kennzahlen, die der Bund vorgegeben hat, die Bedingungen, unter denen man zu einem Kredit kommt, sind auf Start-ups nicht anwendbar. Sie orientieren sich an Umsatzzahlen und für Start-ups ist es ganz typisch, dass sie während vielen Jahren gar keinen Umsatz machen. Zusammen mit einer Gruppe von Parlamentariern hat Belesch dem Bund einen Vorschlag unterbreitet und wartet jetzt auf eine Antwort aus Bern. So sieht dieser Vorschlag aus. Private Investoren öffnen einen Fonds und vergeben die Gelder an Jungunternehmen, die wegen der Corona-Krise Probleme haben. Analog zu den Banken bei KMU entscheiden hier die Investoren über die Vergabe. Als Auffangnetz dient der Bund, der für 85% der Gelder eine Bürgschaft übernimmt. Technologiepark Basel. Hier sind über 30 Start-ups aus den Bereichen Life Science und Biotechnologie angesiedelt. Die Stadt am Rhein ist in diesem Bereich der Hotspot der Schweiz. Die Idee aus dem Parlament kommt hier gut an. So ein Fonds mache mehr Sinn als Kredite mit kurzen Laufzeiten. Marc Gitzinger ist der Gründer von BioVersus. Das Unternehmen entwickelt neuartige Medikamente im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. BioVersus hat zwar noch Geld, aber wichtige internationale Partnerschaften stehen wegen des Coronavirus auf der Kippe und mit ihnen sogenannte Meilensteine. Wenn man natürlich in Forschung und Entwicklung nach neuen Produkten arbeitet, ist es wichtig, dass man in absehbarer Zeit den nächsten Meilenstein erreicht. Weil das interessiert Investoren, das interessiert unsere Geldgeber. So können wir Fortschritt zeigen und die nächsten Erfolge aufweisen. Wenn diese Meilensteine verzögert sind, ist das natürlich für das gesamte Geschäftsmodell ein Problem. Basel und auch andere Kantone suchen nach Lösungen, unabhängig vom Bund. In Basel wird derzeit ein zweites Hilfspaket erarbeitet, von dem eine Tranche für Start-ups reserviert sein soll, sagt Samuel Hess vom Amt für Wirtschaft. Die Firmen sind wichtig und klar ist, dass der private Sektor, also die Investoren, die Hauptverantwortung haben für die Unternehmen. Aber es kann einem Standort von mir aus gesehen, einem Standort wie Basel nicht gleich sein, was mit diesen Firmen passiert. Dieses Paket muss allerdings noch durchs kantonale Parlament. Manuele Fumagalli von Workspace to go lässt sich nicht unterkriegen. Er bleibt mit Investoren im Gespräch und glaubt weiterhin an seine Geschäftsidee.